Goedemorgen. Ik begrüße u im Namen Jesus. Sehr schön, Leid, was wir jetzt singen, nicht? Wir denken dann an, wer Gott ist. Gott ist gerade aus all unsere Troubles, aus unseren Problemen, was wir haben, und alles, was vor uns steht, was uns im Stich steht. Hat einen großen Gott. Ich will von dieser Morgens reden von einem Vorbild haben, was der Jesus Christus ist. Ich habe ein Thema gewählt, Christus nehmen als uns Vorbild. Wir haben viel in der Schrift geschrieben von was Christus, was Jesus will haben von uns als Christen, wo wir uns verholen sollen. Und er hat uns ein Beispiel gelassen in sein Wort auf viele Städten. Wir können viel lesen von was sein Verlangen ist zu uns als Christen, was sein Verlangen ist, wo wir uns verholen sollen. Und er sagt, dass wir sollen, auf vielen Städten sagt er, wir sollen Arm nehmen als ein Beispiel. Und er redet auch viel von wo Lehrer sich verholen sollen und so weiter. Was sie sollen tun, wo sie sollen regieren im Land und so weiter. So, er gibt uns viele Beispiele, wo wir sollen leben in uns Leben als Christen. So, wir können viel lernen von Jesus, was das ist, was er will haben von uns. Dus viel mehr ben geschrieben, was wir wollen in Vormittag können durchgehen und von lernen. Aber ich will von dieser Morgens Wort stehen, mit Gott sein Wort, was er uns wiesen, was das ist, was sein Verlangen für uns ist. So, mir freut dort zu lesen, wenn ich in Gott sein Wort lesen, da wollen wir gleich sein, was Jesus sein Verlangen wir von uns, wovon Beispielen er uns hängen lassen hat und so weiter. Und Paulus hat auch viel geschrieben von dort. Er wird auch eingeworfen, was dort meint, Jesus Nachfolger, sein Nachfolger sein. Und er will sich auch ein von Jesus seine Nachfolger zu sein. Und er schrieb zu den Philippa, in Philippa 2, ich will da was versen, was ich brauchen, was ich zu halb nehmen wollte, dort auch. In Philippa 2, Vers 5, 6 und 7, in Vers 8. So, wenn ihr in die Bibel haben, wenn ihr wollen durchdrehen, kann ihr mitlesen, wenn ihr wollen. Erster sagt er, sieht untereinander so gesandt, als Christus selbst wir. So er sagt, untereinander. Wenn wir taub kommen, dann wie mit unseren Brüdern und Schwestern, wir sollen untereinander so gesandt sein, als Christus selbst wir. So wenn wir an beobachten, dann, wir lebten da nicht, als hier auf wir, aber wir können von ihm lesen. Wir können gleich sein, wo wir und was tut, was sein Leben wir. So er sagt, Christus hat gesandt, wir so soll wir untereinander auch gesandt sein. Er sagt, Jesus wir von der Natur her Gott, aber das sagt er nicht so an, dass er dort mit Gewalt festhalten muss. So er wird hoch angestellt, er wird Gott, er wird Gott über alles, und er ist noch Gott. Aber zu der Zeit dann, er tragt sich dort aus als Gott sein, und wird so als wir Menschen. Er sagt, er tragt sich dort so als Gott sein aus, einzig aber sagen sein, er mögt sich ladig. Dort war er wirklich wieder, mögt er sich ladig, sagt er. Er nimmt Gestalt an als ein Knarch, und wird dadurch so aus wie Menschen. Gehorsam als ein Mensch. So, er nimmt Gestalt an als ein Knarch. Und wenn wir denken an ein Knarch, was ein Knarch ist jemand, der den anderen dienen was er dienen will. Und das, was Jesus freiwillig tut, er wird so aus ein Knarch. Dort Gestalt nimmt er sich an, so aus ein Knarch. Und das wird nicht das eins, wer am das bemachen tut, dass er das muss tun, aber er nimmt das freiwillig an. In Vers 8 sagt er, er mögt sich demütig in gering. Sagt demütig, mögt er sich gering und wird gehorsam. Was am Tod? Jo, was am Tod am Kreuz. Das ist, was seine Einstellung wird. Das dort wird er. Er hat so eine Einstellung in seinen Gedanken, dass er will sich so merken als ein Knarch, dass er für jedem ein würde ein Knarch sein, deit zu dienen, und steht er sich selbst voll gedient zu sein. So heißt er mögt sich demütig in gering. Wir lesen vielmal in der Schrift, wo von geschrieben wird, was Gott zu sagen hat, oder was er holen tut von Menschen, die hochmütig sind. Viele Menschen, die sind sehr hochmütig in Stalt. Und was Gott von dort denken tut, heißt er gleich die geringe Menschen, was sich klein merken tut. Das ist, was Jesus tut, das ist, was Paulus hier sagt, was Jesus getan hat. Er demütigt sich und mögt sich gering, gehorsam bis zum Tod. Und wir wissen, dass Jesus ist hier wird. Wir lesen von was er tut, was er hier wird. Er wird drachen seine 3 Jahre, was er sein Ministry tut,
für 33 Jahre, was er hier bei Eden wir, aber der Zeit, was er sein Ministry leid, wie er tragt, hat er verschiedene Dinge, er ging von einer Stadt nach der anderen Stadt, von verschiedenen Menschen, in die er bedient. Und er hat das Evangelium predigen zu vielen Menschen, dass die können weiten, was das braucht, was das muss sein, wo sie müssen leben, um dass sie können seilig werden. Und er hat auch viele Wunder, manche Menschen, verschiedene Wunder, und er hat Kranke heilen und so weiter. Und er verteilt die Sinn der Menschen, wie man das hofft, mit so einem Menschen hofft, was andere Menschen allgemein gleich wollen, mit hofft kommen. Aber er geht in so eine Stadt und verteilt ihnen, was sie müssen tun, dass sie ein ewiges Leben haben. Das, was sie verlangen wir. Und er sagt, das soll wir auch gesandt sein. Dass wir auch sollen verlangen haben, andere Menschen das Evangelium zu predigen und zu wiesen, wo sie geraten wollen. Und das ist, was wir sollen sein. Das, was sie verlangen wir, was das meint, was das Reich meint, wert zu sein. Und er sagt, Jesus sagt, wenn der wer will, was sein man kann, er soll ein Knecht sein. Er soll auch ein Knecht werden. In Matthäus 20, Vers 25 sagt, dann raubt Jesus an und sagt, also seine Jünger und sagt, je weiten, dass der Lehrer von der Völker eben an Raum kommandieren und manche Eiven gewollt, oder heißt der manche der Eiven gewollt. So heißt der Lehrer, wo er noch kicken, der hat das ganz anders als er hat. Der den man einen Raum kommandieren und Macht Eiven mit Gewalt. Der weisen dort mit er, was sie wären, wo sie wären, denn sie mit Gewalt dort Eiven. Und das ist nicht, was er tut. Er mögt sich vom Knach. Dann sagt er in Vers 26, man könnte aber soll es nicht so sein. Man könnte soll es nicht so sein, als man das Lehrer schwer. Also, wer man könnte graut sein will, muss sich eiven, den Nächsten sein Knach zu sein. So, das ist eines Lehrer, wie man eiven. Und wie wollen wir sein, wie man eiven, den Nächsten sein Knach sein. Auch das Jesus wir, wollen sein, den anderen zu dienen. Dadurch war ich, wenn wir denken an der Menschheit, Menschen haben allgemein ein Verlangen, sie wollen wer sein, sie wollen angesehen sein, sie wollen Anerkennung haben und so weiter. Und dann haben sie es zu holen, und dann wollen sie bedient sein. Wenn sie wer sind, wenn sie höher sind als der Nächste ist, dann bleiben sie dann drauf, dort soll bedient werden. Aber das ist nicht, was Jesus in der Anstellung wird. Er wird auch der Lehrer, er wird Gott, aber er tragt sich dort Gott sein und mögt sich in deiner. So heißt es, wenn wir wollen wer sein, dann soll wir in deiner werden. So, und er schreibt von den Pharisäern und den Schriftgelehrten, wo die das hatten. Die hatten das so, dort. Die proben die Menschen zu regieren und mit Gewalt alle Dinge abzuleihen, was sie sollen tun. In Matthäus 23, Vers 1, da ein paar Versen sagt er, dann sieht Jesus zu das Volk und seine Jünger. Allgemein, wenn Jesus eins für vertalen, dann hat er viele Menschen Raum an, und hier auch sieht er zu das Volk und zu seine Jünger. Der Schriftgelehrte und Pharisäer saßen auf Moses in Stuhl. Also Moses in Stuhl, das wird ein Stuhl, was er nur sehr hoch angesehen wird. Wer da oben saßen, das wird bloß so, was er hoch angestellt wird. So, das würde die Schriftgelehrte und Pharisäer oben saßen. In der Zeit, wenn die oben saßen, wenn die Pharisäer und Schriftgelehrte in der Schulen werden lehren, sie reden allgemein die 5 Beker von der Moses-Beker, den sie verlesen für die Menschen und lehren die Gesetzen und so weiter aus dort. Und was dann die Menschen, die hören sich dann sehr ab, die Gesetzen und was Gott wären, das wären Gott seine Geboten verehren, was sie sollen holen. Und Jesus sagt hier, horcht nur an. Also das, was sie verlesen, dass wir Gott nur zu horchen, ist, horcht nur an und dort, was sie uns sagen. Also die Schriften, was sie verlesen sollen, da sollen sie abachten und sie sollen auch tun, was sie sagen. Dann sagt er hier aber recht geht nicht nur dort, was sie tun. So, sie haben das so, sie den verlesen, sie sehen, was sie zu tun haben, was sie sollen tun, was die Schrift lehren und so weiter. So, sie sehen, dort, was sie verlesen tun, horchen nur dort, aber nicht tun, was sie tun. Also erwarten, die weisen, dass sie wirklich wären, was sie sehen, was sie wären, was sie sollen sein. So, er sagt, recht geht nicht nur dort, was sie tun. Willst du tun, selbst nicht, was sie lehren. So, das wird ein Hechler. Sie sehen einer zwei, das den sie lesen, das den die Schriften verlesen, sie sollten nach Moses erstellt, so dass sie werden hoch angesehen, das werden die heilige Männer. Weil sie dann post ab, dass sie nicht so tun, als ihr Leben ist. Aber was das die Schrift sein, was sie verlesen, dort sollen sie tun. Da sollen sie sich nur richten.
So, aber sie leben dort nicht uit, was sie selbst lernen in ihrer Kirche, in ihrer Schulen. Und dann sagt er, und wir lernen auch und lesen auch von sie haben noch besiegt, all die Gesetze und die Geboten haben sie noch verschiedene, ihre ähnliche Gesetze abgemerkt, was die Menschen ableiten, was nicht mal in der Schrift geschrieben wird. So, dort wir noch Dinge, was sie ableiten. Das sagt in Matthäus 23, Vers 4, sie bringen andere Menschen schwere Lasten ab ihre Schultern. Sie schier nicht drehen sind, das ist schier nicht mal zu drehen, aber sie selbst wollen nicht einen Finger rühren, die drehen zu helfen. So da haben diese Moden, die Menschen alle haben abzuleihen, abzusagen, was sie sollen tun. Viele von denen werden gesagt, was sie sich selbst abgemerkt haben, was sie wirklich in der Schrift wären. Aber die werden viel zu schwer zu drehen. Aber sie werden nicht wollen, sie zu halten. Sie werden Gott abzuleihen, aber halten sollen sie das nicht. Sie werden nicht mal wollen, einen Finger zu rühren, das zu helfen. So das ist nicht, was Jesus reden von wer der Welt groß sein, der soll sich nur die Rechten so eine Stadt. Also Matthäus 20, Vers 27, wer begünnt, die Ratster sein will, mit allem deiner sein. So das ist, wo er sich nur rechten deit. Das ist, wo Gott sich nur rechten deit, wer bei uns, wer bei Armen seine Üben will, die Ratster sein, für Amt zu sein, das sind so noch, was der allem in deiner ist, was in deiner ist für jedem ein. Und das kriegt das jeden Teil, was der Mensch hat, allgemein, wo die gesandt sind, wo die tun. Sie wollen lieber bedient zu sein, anstatt zu dienen. Er sagt, willst du Menschen sehen, also Jesus kam auch nicht sich bedient zu lassen, aber zu dienen, in sein Leben Hand zu geben, viele Lustigkeiten. Viele Menschen Lustigkeiten, mit seinem Leben beweist er dort. Da sollen am nur fallen und dort tun, was er tut. In seinem Verlangen wird viele Menschen Lustigkeiten. Und er wird gekommen, das worum er gekommen wird, dass Menschen können gerat werden, dass viele Menschen können zum Glauben kommen. Dass viele Menschen das Leben geben. Er ist eigentlich gekommen, das Leben zu bringen, dass er das Fall abhaben, nur Johannes 10, Vers 10. Das ist, was er tut, was sein Ziel wird, Menschen das ewige Leben zu bringen und zu raten von ihrer Sündenschuld, dass sie können zum Glauben kommen, dass sie können das ewige Leben erben. Und viele Menschen, die fehlt dort. Von der und auch kriegt noch das Kriegsjahr oder vielleicht auch noch Neujahr, als der Zeit, als Jesus hier auf ihrem Leben tut. Wir sind von der und auch viele Menschen, die das ewige Leben fehlen. Und dort, als wo wir ankommen, dann wir können Gott nehmen, oder Jesus nehmen aus dem Beispiel, aus dem Vorbild, und dann auch gehen und Menschen das Evangelium verteilen und sagen, check mal, Jesus, sie wollen erst, dass dieses gerat werden. Er will haben, dass dieses das ewige Leben erben. In Paulus sagt auch in 1. Timotheus 2, Vers 4, sagt er, haben will, dass alle Menschen sollen gerat werden, in der Wahrheit kennenlernen. Ich gleich das einmal, wenn ich lesen, da würde es sein, dass er will haben, dass alle Menschen sollen. Das ist dann, wer das ist. Einige Menschen haben zu holen, dass Jesus als bloß für weiße Menschen gekommen, er hat sich da ausgewählt, der alle anderen haben keine Möglichkeit, jemals nach ihm zu kommen, in der Seligkeit zu erregen. Aber er sagt, der Herr will, dass alle Menschen sollen gerat werden. Das ist, was sie wollen ist. Dass alle, die zum Glauben kommen, die verloren sind, dass man in den Arm kommt, dass er das ewige Leben kann haben. Das ist, was Johannes 3, Vers 16 auch sagen wird. Das ist, was er tut. Gott hat alle Menschen so viel Wert, dass er ihnen sehen darf für alle Menschen. Und jeder eine hat die Möglichkeit. Und das ist gut, das zu weiten. Das ist nicht bloß Mexer oder Engländer oder Franzosen oder was immer das mag sein, Juden oder Griechen. Er will alle Menschen haben, die gerat werden. Erstmals wie abwassen, und ich weiß, wir können noch denken, oftmals wird uns dann gesagt, dass wir sollen abwassen für die Mexikaner. Das wären so Menschen, die wir nicht ausgewählte Menschen für Gott, das wären Weltmenschen, die haben keine Gelegenheit, jemals gerat zu sein. Und mir freut dass wenn das lesen, dass er sagt, der will haben, dass der auch soll gerat werden. Jeder einer soll gerat, weil er haben, das soll gerat werden. Und Petrus 2. Petrus 3, Vers 9 sagt auch, der Herr verträgt sein Versprechen nicht so lang als ein Gemeinen. Er hat bloß Geduld mit uns, weil er will, dass alle Mann, hier auch bei sagt er, dass alle Mann sich abmerken soll, und dass keiner verloren wird. Alle Mann in China, was meint das? Das meint alle, und er will rein kein haben, was verloren gehen wird, nicht ein. Das ist Gott nur recht, Amen. Das zu weiten,
ich wie auch einer von denen, was er will raten. Er will mir raten. Und er will die raten, jedem einen von ihnen. Und viel von uns hat er all geraten, und das ist der gute Nurrecht, zu weiten. Dat hij wel ons raden, en viele Menschen haben das auch angenommen, und es sind aber noch viel, was das noch nicht haben angenommen. Und so soll wir auch gesandt sein. Das für uns Verlangen soll sein. Uns Verlangen soll sein, dass alle Menschen sollen das hören, das Evangelium hören. Und ich weiß viele Menschen, ich hier von vielen Menschen, die Gelegenheit wahrnehmen, andere Menschen dort zu vertalen, dort Wort zu nehmen, und seine Übungen der haben, Menschen dort zu vertalen, dass sie das ewige Leben haben. Und ich glaube, das soll wir alle sein. Wo immer wir eine Übung der haben, das wird das erst, als das manche Familie ist, in unserer Familie tüß, oder an manche Arbeiter, wo wir top schaffen tun, oder unsere Nachbarn, wer immer das ist, dass wir sollen uns dann die Frauen sein, hey, wo stehst du bei Jesus Christus? Kannst du einmal den persönlichen Herland? Dann sagen, weißt du, was er für dich getan hat? Und was er will für dich tun, er will dir raten. So ein Verlangen soll wir auch haben. Das, was Christus sein verlangen wir, und er ist als Vorbild. Das, was wir sollen brauchen als uns Vorbild in uns Leben. In so einer Forschung kann ich sagen, dass der Jurist, ich habe das dann verhalten. Ich habe gesagt, guck mal, was die Schrift sein wird. Dann er die Schrift verhalten. Nicht bloß sagen, das ist, was ich sein darf, aber sagen, das ist, was Gott sein Wort sein wird. Dann er das der Gott nur recht vertalen. Und das, wo Paulus das auch gesagt hat, er hat das auch befohlen. Er weiß, was er muss tun, gerat zu werden, und er nimmt das auch wahr, und er beschriftet auch viel Stellen, was er sich hat gewählt zu tun. Und er kann nicht sagen, dass wir sollen Arm nehmen aus dem Beispiel sogar, das, was er sich gewählt hat zu tun. In 1. Korinther 11, Vers 1 sagt er, nehm mich zum Beispiel, so als ich Christus zum Beispiel nehmen darf. So er will sich rein und sagen, er weiß, wo er will, und er sagt, sie können Arm nehmen aus dem Beispiel. Gleich, dass er Jesus zum Beispiel genommen hat. So er hat sich die Entscheidung gemerkt, Jesus nur zu folgen und ein von seinen Arbeiter zu sein, seine Diener zu sein. So er sagt, folg mir nur so als Christus, dass er Christus nur folgen darf. Wo dann wird Paulus nicht bloß gesagt haben, dass folg Jesus nur. Das, was Jesus verlangt, was Jesus tun, so folge ihm nur. Aber er sagt, folg mir nur, so als er Christus nur folgen darf. Ich glaube, deswegen kann er das sagen, weil er hat sich gewählt, er weiß nicht, wo er will. Er hat Jesus Christus seine Fußspuren nur gehen, er hat den nur folgen, und er will sich zu sagen, dass er dort Jesus auch da. Dass wir beobachten, so ein Leben, das ich führen da, dann dort auch gleich zu start, weil ich folge Jesus nur. Wir nehmen ein Beispiel. Ich schaffe mal mit ich hatte vielleicht mal mitgeteilt, ich schaffe mal mit einem Freund in der Sonntagsschule, Jahren 3, und das heißt, ich bekehren dort. Dann zu der Zeit, muss ich einfach sagen, ich will dann noch nicht mal ab ihrem bekiert, dass ich in der Sonntagsschule schaffen dort. Und er sagte mir, er hat sich dann bekehrt und verteilte mir einmal und sagte, am Anfang immer da ohne Jesus zu leben. Dann früher muss ich ihm was äußern, ich dachte, oh, er braucht sich zu erheben für mich. Aber dann, als ich alle horchen, was er zu sagen hat, er meint zu sein, er fängt Jesus, er fängt alle an, Jesus zu nehmen aus dem Vorbild für sein Leben, und er folgt ihm alle noch. So dann fange ich an zu werden, was er wirklich zu sein hat. Er meint nicht, dass er sich jetzt, wer meint zu sein, oder was er getan hat für sein Leben, aber er sagt, er fängt alle an, Christus zu leugnen. Und ich glaube, das soll wir auch. Wir als Christen, wir sollen auch immer alle anfangen, Christus zu leugnen. Das Paulus kann sein, er kann sich wehren zu sein, folg mir nur so als Christus, dass ich Christus nur folgen darf. Er sagt, er hat sich selbst abgegeben. Dort, wo er ist, wir verheer, dort er wird sehr eckig gesandt, und er hat sehr mit Gewalt seine Macht proben zu kontrollieren, manche Menschen. Aber er gibt das alle ab. Er gibt sein Eck ab, er kriegt sich selbst, sagt er. Nicht, dass er sich leid tot mehr an, er lebt noch, aber nur als er lebt er für Gott. In Galater 2, Vers 20 sagt er, ich sie mit Christus mit die kriegt sich. So, dann sagt er, das sind ähnlich nicht mehr ich, der du lebst. Das ist Christus, der in mir lebt. Dort Leben, das ich hier im Fleisch lebe, so hier sagt er, ich bin noch im Fleisch, er lebt noch. Aber dort Leben, was ich hier im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an Gott sein Sehen. Der mir Gott ist, der mir Gott wir in sich selbst für mich handelt. Hier auch Paulus nimmt es ganz persönlich.
Er sagt nicht bloß, dass ich han gegeben habe für Jünd. Er sagt, dass ich han gegeben habe für mich. Der mich Gott wir in sich selbst für mich handgegeben. Das ist, was er getan hat. Er hat sich arm übergeben. So er kann sich wieder sein, dass das ist echt da. Das ist echt da. Ich habe mir die Entscheidung gemerkt, arm nur zu folgen. So nehmt mich zum Beispiel. Und dann sagt er in 1. Korinther 10, Vers 3, und da sagt er, dort so als ich. Da sagt er auch, was er dort so als ich. Ich versuche allemal in die Ehen zu kommen. Und sehe nicht mein eigenen Nutzen, aber was viele zum Guten dient, dass sie gerat worden. So hier, den sie verlangen, hier sich sagen, dort, was Jesus sie verlangen ist. Er sagt auch, dass er wird an deiner. Er probiert allemal in die Ehen zu kommen und sieht den Nutzen für den Nächsten. Und das ist, was wir sollen sein. Wir sollen auch so eine Einstellung haben. Wir sollen probieren zu tun, was den Nächsten wird zum Guten tun. Was den Nächsten wird den Nutzen dort haben, von was wir tun zu ernten, ans Leben, was wir führen tun. Und am Ende zu wiesen, auch das Evangelium zu wiesen, dass sie gerat werden. Du weißt, das dort, das ist, was Paulus sagt. Er dort, dass einige gerat werden, dass er gerat werden. Oder dass sie gerat werden. Dass sie die Möglichkeit werden haben, dass sie zu der Erkenntnis kommen zu das. So, Paulus selbst mögt sich auch zum Deiner für die Menschen, für alle Menschen. Christus Jesus sagt, er mögt sich zum Deiner für alle. In seinem Dienst wir Menschen proben zu gewinnen. Das ist, was sein Dienst wir. Er sagt in 1. Korinther 9, Vers 19, sagt er zu Korinther, und wenn ich auch von allen Menschen frei sei, ich habe mich doch für alle zum Deiner gemerkt, dass ich so viel als möglich gewinnen möchte. So er hat ein Ziel zu sein, wie viel habe ich gewinnen für die Seligkeit, für den Herrn. Dat hij so viel als möglich, hij deed alles wat hij kon in zijn kracht, nu für Christus zu schaffen und sein, dass er so viel als möglich gewinnen zu der Seligkeit. Und wo deed hij dort? Wo deed hij dort, dass er Menschen das vertalen und proben, zu der Erkenntnis zu kommen und Verlangen zu kriegen, dass sie das auch wollen, was er getan hat. Oftmals dann wird er wird Kraxer aus der Viren. Wo immer sie sich gefangen, wo sie viren, da mögen sie Kraxer aus der Viren. Ich hier mal von einem Missionar sein, in Boston war ich ganz stolz, da wollte ich kurz verschlagsam sein, für ein Missionar, als von den Missionaren sich so merken, aus der Jahren, wo sie handfahren, zu ministern, die Menschen, was sie wollen, proben zu gewinnen. Einzige sagen sie, die vorne Hand kommen von den diversen Ländern, wo die reiche Länder sind, sie haben sich großzügig angetragen, haben gut zu essen, dann fahren sie in arme Länder und da wollen sie die proben zu gewinnen für den Herrn. Und diese Menschen, die wollen nicht gut, sie wollen hier vielleicht von den Weg sein, dann fahren sie Tränen in ihr Land und haben gut zu essen, gut zu kleiden und sie müssen da hängen bleiben, mehr verhungern. Und so steht dann sprechen und sagen, die Möglichkeit, die zu gewinnen für den Herrn. So, das müssen wir nur sehen, der Beste war ich erst, dass du so wollen, dass aus dir, dass du entblieben, dass du Arzt mit Erntaup, du brauchst deine Kleidieren, kriegst so, Leben mit Erntaup, dass du so wollen, dass aus dir sind. Dann hast du eine große Möglichkeit, die zu gewinnen für den Herrn, für was immer sie wollen lernen. Und ich glaube, das dort sein. Paulus sagt das auch. Er sagt in 1. Korinther 9, Vers 20, sagt er, für die Juden wird ich so aus dem Jüd, dass ich die Juden gewinnen kann. So seine Ursache so zu werden, wie das heute gewinnen. Für die, die ungerecht gesagt sind, werde ich aus einer, der ungerecht gesagt ist. Er sagt, wenn ich selbst so nicht ungerecht gesagt sehe, dass ich die gewinnen kann, die ungerecht gesagt sind. So seine Ursache wird es dort zu werden, dass sie werden, wo immer sie sich finden, wo sie werden, dass sie wird, dass sie werden, und dann, dass sie können, dass sie eine Möglichkeit haben, die gelernt haben, zu gewinnen für den Herrn. Er sagt, für die, die das gesagt nicht haben, werde ich so aus einer, die das gesagt nicht hat. Wenn ich für Gott nicht ungesagt sehe, ich sehe unter Christus sein Gesetz. Weil er dort, dass ich die gewinnen könnte, nicht im Gesetz, dass er nicht im Gesetz hat. So, das gibt so eine Menschen, die haben kein Gesetz, die haben nicht, wo sie sich nur rechten tun, wo sie leben sollen. Das gibt so eine Menschen, die leben sich ein Leben so zu wollen. Wenn sie gewählt sind von Gott,
dass sie sollen selig werden, sie können leben, wo sie wollen, ohne einzelnen Gesetz nur folgen oder Regelungen nur folgen oder was immer. Sie brauchen nicht so was tun, sie können leben, so sie wollen, und sie wollen gerat werden. Und so Paulus sagt hier, er wird zu so einer Stadt, wo er nicht in den Gesetz wird, wird er so eine Stadt. Für die Schwache wird ich schwach, sagt er, dass ich die Schwache gewinnen kann. Ich werde einem jeden so als er wir, auf alle Orte in Wiens Anje zu gewinnen. So er braucht alles, was er kann, dass er Wiens Anje kann gewinnen. Das sagt ich nicht, dass er alle können gewinnen, dass er alle gerat werden, aber er sagt, dass er Wiens Anje können raten. Und so ist es von der und nach, wo immer wir das Evangelium bringen, wenn wir Menschen das Gute nur recht bringen, nicht alle Menschen nehmen das an, lange nicht alle Menschen nehmen das an, aber einige tun vielleicht. Dann soll wirklich so sein, dass wir alles tun, was wir kennen, an der Möglichkeit, dass wir uns einige raten können. Und das was er dass er können proben, Säulen zu gewinnen. Er sagt, Vers 3, finde ich, das tue ich über alles für das Evangelium. Und dadurch habe ich einen Anteil daran. Für die Ursache Menschen zu gewinnen. So wir können auch so, wie kann das Paulus sagen, dass ich uttragen, dass ich gesandt bin, mein Fleisch nur uttragen und dann so werden als Christus. Und dann auch das Paulus sagen, sich gleich tragen mit den Nächsten. Nicht ans Erheben über andere sein. Mit mir ist viel mehr als die. Ich bin hier oder da. Ich bin halt so und so lange Christ gewesen. Ich weiß die Schrift, vielleicht halt so und so viel besser als du. Dann das Erheben über so eine Stadt. No. Wir sollen uns gleich so leicht merken aus der Jahre, mit wem immer wir taub können, wo immer die sind. Wo die sich finden, unsere Stadt soll wir uns auch mit Gelegt mit den nächsten Gelektalen am Ernte gewinnen. Und das, was Jesus auch immer tut. Er ging nicht da, wo die Menschen allgemein weghangehen wollen. Da ging er hin, in die Ernte Hoffnung gerat zu sein. Das, was Jesus sehen wollen, wir. Zu segnen, die Verlorene zu raten. So soll wirklich sein, proben, die Verlorene zu segnen und dann die Möglichkeit geben, die Hoffnung zu bringen, dass sie gerat werden. Jesus sagt in Lukas 19, Vers 10, willst die Menschen sehen, als sie kommen, die zu segnen und selig zu merken, die verloren sind. So die Verlorene zu segnen und die Gelegenheit geben, dass sie gerat werden. Da sind viele Menschen, die sagen, sie sind Christen, die nennen sich Christen, über ihr Leben, wenn dort beobachten, das könnte sein, dass die anders leben, dann ist eins für sondern was nicht Christus kann. Ich las deswegen, da ich glaube, Freitag, las ich von einer Stadt, das wieder eine Stadt, ich weiß nicht, wie lange treten, das wird dann taub geteilt worden, aber das sind 83% von den städtischen Menschen, die da sein, dann sie werden Christen. 83%, ich dachte, das ist nicht hohe Prozent, was da sein, sie sind Christen. Aber das sieht über ihre Frucht, weiß das gar nicht. Die wird keine Frucht zu sein, dass sie ein anderes Leben haben, als die, was nicht Christen wären. Oftmals in der Schrift, Jesus, der vergleicht das mit Frucht an einem Baum ans Leben. Wie kann die Menschen kennen, wer sie sind? Wenn wir die beobachten, dann, wenn die Frucht ist, dann wird ja wieder sein, als sie Christen sind oder als sie nicht Christen sind. Lukas 8, Vers 3, 4 sagt, willst ein guter Baum trägt nicht schlechte Frucht. So, wenn ein Mensch sagt, dass er ist ein Christ, da wird auch nur zu sein, da wird auch Frucht nur sein. Und ein schlechter Baum trägt dort nicht gute Frucht. Jeder Baum ist an seine Frucht kann. So häufig liegt Menschen mit Bäumen. So er sagt, in jeder Baum ist an seine Frucht kann. Er sagt, einer plagt nicht Feigen von Disteln, von Speicherstieder, über Windrüben. Einer plagt nicht Feigen von Disteln oder Windrüben von einem Braunbohrbusch. So das schafft das ist allmählich, das schaffen das. Er sagt, ein guter Mensch wird über das Gute aus sein Hort Gutes für den Tag bringen. Und ein schlechter Mensch bringt von das Schlechte in sein Hort Schlechtes für den Tag. Wils wovon das Hort voll von ist, rannt das Mühl von Eber.
So ist das bloß. Das nicht, wer das ist, wo das ist. Wenn ein Mensch je weiß die kann das, dann war es bald an, wo der ist, mit wo der vertalen das, wo der sich verholen das, und so weiter. Das geht gleich so lang, dann war es an, dass, hey, das haftet mit anders als Jana, dann wird er bald an, dass entweder als nicht ein Christ oder als ein Christ, und dann kann er antworten, mit dass er sich verholen tun. Mit der Frucht, was der drehen tun. Und kriegt sich kann uns auch kennenlernen. Menschen beobachten uns auch. Hij zei in Lukas 6, vers 46, zei Jezus, waarom nam je mij haar en doen doch niet wat ik u zei? Zo ze zijn haar en alles over ihre werkende bewiesen dat kwijt. Bloß dat haar zijn redt niet hou. Hij zegt, er worden niet alle in het hemel komen die te mij haar zijn. Er komen bloß die aan die er doen wat mijn Vader im Himmel haben will. So das, was Jesus sagt, das von so einer, was er bloß sein und sie sind Christen, über der bewiesen dort kriegt, der Frucht, der wies dort ganz klar, was sie Christus angenommen haben oder nicht, was sie für ein Baum sind, was sie für Frucht tragen tun. So wir können auch so, dass Jesus uns ein Vorbild gegeben hat, und auch dass Paulus sagt, dass er uns ein Beispiel geben hat, dass er sich selbst gekreuzigt hat. Wir müssen uns selbst kreuzigen, das Akt kreuzigen, das über Sieg bringen und dann am Arm annehmen. Dann habe ich auch das Paulus sagen, dass sie nicht mehr ein Akt in Leben hat. Das ist nicht mehr ein Akt. Du hast eine Veränderung passiert in mir, so nun lebt Gott in mir. Sei oftmals als das Akt. Das Akt ist das, was du im Stich legen, das Jesus kann lernen. Viele Menschen die sind so sehr eckig gesandt. Ich will das oder dort tun, ich kann das selbst tun. Ich will das, ich will dort. Das muss wir zu Sieg bringen. Das ist oftmals, was im Stich legen wird. So viele Menschen, die glauben, sie sind am rechten Weichen, sie brauchen nicht ändern. Sie wissen nicht, dass sie auf dem Weichen oder Verdammnis sind. Die sind noch so gesandt, dass sie glauben, sie können alles selbst tun. Und sie sagen, sie sind Christen, aber ihr Leben beweist das nicht. So sie glauben, nur ihr Verständnis nur ihr Verstehen nur, sie sind auf dem Weichen reich, sie haben die gute Entscheidung gemerkt, sie tun alles reich, aber sie sind auf dem Weichen oder Verdammnis. Sprecher 14, Vers 12 sagt, viele gefällt ihnen bei Seier, aber ein vier an dort am Tod. So, sie sind zufrieden mit, wo sie sind. Sie glauben, sie sind, das sperrt sich reich zu sein, der Entscheidung, was sie gemerkt haben, aber das vier an am Tod. Und das sagt viele Menschen, die haben es dort, sagt das. Weil wie machen dort echt Kreuzchen. Dort echt, man wie Kreuzchen, dort zu Sieg bringen. Johannes 3, Vers 30 sagt, hij moet toenemen en ik moet aufnehmen. Jesus moet in ons toenemen en ik moet aufnehmen. Dat ik te zien, dat leer je merken, dat te niet merken. Jesus zei in Matthäus 16, Vers 25, dan zei Jesus te zijn Jünger, want wer met mij metkomen wil, moet hij van zichzelf vergeten. En dan zijn Kreuz op zich nemen en metkomen. Wils wer sein Leben raten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben an mein Holven verlieren wird, wird es bara fing. War hier Paulus hat diese Entscheidung gemerkt. Er wusste dass er muss viel Verfolgung leiden für die Entscheidung, was er gemerkt hat. Sein Verlangen wird dort zu predigen und dann was ihm das kosten würde. Und er hat auch zu den Philippa und viele von den Kirchen, wo er gepredigt hat, da war sehr verfolgt für was er tut, dass er das Evangelium predigen tut. Und dann da, wo er sogar angestoppt wird. Er wird im Gefängnis gestoppt und auch sogar sein Leben genommen dafür, für das Evangelium. Er sagt in Philippa 2, Vers 16, halt ihn an das Leben bringende Wort. Also das Leben bringende Wort, was er gepredigt hat, er halt dort. Dass ich mich an Christus den Tag freien kann, dass ich nicht vergebens die Arbeit in mich angestrengt habe. Er sagte, wenn ich mein Leben auch soll geopfert werden,
über jenen handgevenden Glaubensdienst, will ich doch Frau sein und mich mit jenen freien. Und dann sagt er, freut jüt auch dort hau. Und freut jüt mit mir. So hij freut sich darauf, was er getan hat. Dat zij hadden das Evangelium angenommen, wo er sich schwer verschaffen hat. Und dann sagt er, und er wusste auch, wenn er auch wurde geopfert worden, sein Leben auch wurde geopfert worden, er freut sich deswegen. Und er sagt, freut jüt auch dort hau. Und freut jüt mit mir. So er will nicht haben, dass er so traurig sein, der Eber, was er durchgehen muss. Aber leider er fragt, dass er sich auch so freuen mit einem Tag. Für das, was er durchgehen hat. Wenn sein Leben auch wurde geopfert worden. So er hat sich das gewählt, das zu tun für den Herrn. So sein Verlangen wir bloß, dass er auch so der Frieden haben, was er hat. Er hat den Frieden, dass er das getan hat, dass er sich das gewählt hat zu tun. So er sagt in Philipper 1, Vers 1, finde ich, dass so, wie Christus mein Leben ist. Deswegen kann er sich freuen. Dass so als dort, wie Christus mein Leben ist. Und sterben ist für mich gewinnt. So haben wir das tun, von er wird sein Leben machen geben. Er sagt, das Sterben das ist für mich gewinnt. Er freut sich, von er wird sterben machen. Deswegen kann er es dort sein. Was die Menschen beobachten und so sagen, wenn wir dann denken, wo immer wir sehen, Menschen beobachten und sagen, die kicken, was wir für Menschen sind, was der Unterschied ist zwischen uns oder der, was nicht Christen sind. Und dann frage ich mich einmal, was für eine Frucht sind die von mir? Oder was für eine Frucht sind die in uns? Die, was die Christen antun. Sind die eine Frucht? Sind die eine andere Frucht, sondern was die nicht die Christen antun? Ich glaube, das ist eine gute Frage, uns zu fragen. Zu sein, wo wir sind. 1. Petrus 2, Vers 1, finde ich, sagt, das ist, wo Gott ihn berufen hat, weil Christus auch für ihn gelitten hat und ihn daran ein Vorbild gelassen hat. Dort die in seine Fußspuren gehen sollen. So hier sagt Petrus, dass er ein Vorbild gelassen, dass die seine Fußspuren sollen nur gehen. Kicken, lesen im Wort sein, was hat er getan? Wo hat er gelebt? Was hat er getan zu den Menschen? Wo hat er, als der umgegangen mit dir? Er sagt, dort in seine Fußspuren nur gehen. Dann war er in Philippa 4, Vers 9, sagt Paulus, aufgehend daran, was die von mir gelehrt und gehört und gesehen und gekriegt haben, dort sollen sie dann üben. Wir können vielleicht sagen, na, ich habe Paulus auch nicht beobachtet, wir haben dann nicht sein Leben, was er getan hat, aber wie kann sein, wo er gelebt hat, nur das wird noch. So er sagt, aufgehend daran, was die von mir gelehrt, gehört, gesehen und gekriegt haben, dann wird der Friedensgott mit uns sein. So Christus nehmen uns als Vorbild. 1. Johannes 2, Vers 6, ich will schließen mit diesem Vers, das ist der Vers, der in den Bulletin auch haben, sagt, werde bekannt in Christus zu sein, werde bekannt in Christus zu sein, soll auch so leben, als Christus gelebt hat. Das ist, was seine Abgabe ist für uns alle, als Christen. Wenn wir sagen, dass wir Christus sind, dann sollen wir auch so leben. Uns Leben soll das beweisen. Wir schließen im Gebet. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dürfen deine Nachfolger sein. Wir wissen, dass das Leben, was du leben willst, das ist oftmals viel anders als wir sind. Viele von den Menschen sind, die haben ein anderes Leben, die gehen nicht deine Fußspuren nur. Die leben nur sich selbst nur ihren Verlangen. Vielleicht viel sind so, was ihnen Fleisch nur fallen und dann dort, wo sie sich fühlen, nur zu leben, weil sie das Fleisch regieren, der hat das Fleisch vielleicht noch nicht gekriegt. Gott, ich bete, dass wir auch so ein Verlangen kriegen, als du hast. Und auch sogar als das Paulus, dass wir auch können sein, die Menschen, die sollen uns nur folgen, so ich die nur folgen. Help uns, Gott, dass wir mit so einem Platz kommen würden, als dort, dass wir uns ganz handgeben, für die zu leben, dass wir uns wehren zu sein, folge mir nur so, als Christus nur folgen. Ich danke dir, Gott, für die vielen Beispiele, die wir in deinem Wort haben,
Ich weiß, du sind noch viel mehr in den Wut, was wir wollen können, wo wir uns nur rechten. Über diese paar Stück, was wir uns von der Morgens Ferien holen haben, ich bitte, dass wir uns wollen, sogar die anwenden in uns Leben, jeden Tag. Und dann, wo immer wir die Gelegenheit haben, andere Menschen die gute Nachricht geben, dass wir das wollen wahrnehmen. Einmal werden wir uns das vielleicht nicht, was immer das ist, wir wissen nicht, was wir wollen denken von uns, wir werden uns nicht mitteilen über Jeffens Kraft und Mut, dort zu tun, die Gelegenheit Wort zu nehmen, was du für uns getan hast, dass wir uns Zeugnis wollen, uns mitteilen, Beruf mitteilen, willst du, als du, was du in uns gearbeitet hast uns gebracht, dass wir gerat worden, dass wir sind gerat geworden. Dankeschön Gott noch einmal für den Wort und ich bete, dass wir das wollen annehmen, dass wir nicht bloß wollen, hier sind von den Wort, aber dass wir das wollen tun, was den Wort sein wird. In den Namen bete ich mit Danksagung. Amen.